Herzlich willkommen zu meiner ersten Tipprunde von der Schweizer Super League, der sogenannten Raiffeisen Super League. Und zwar heute werden wir alle Spiele von der Schweizer Liga, vor allem von der ersten Runde nach der Sommerpause, tippen. Und das sind Begegnungen Lugano, Luzern, St. Gallen, Young Boys heute am Samstag, Thun, Vaduz, GC Lausanne und Basel-Sion. Die werden alle morgen spielen. Bei Basel-Sion werde ich sogar live dabei sein, weil ich ja die Jahreskarte vom FC Basel habe. Und wir gehen sofort in die erste Gruppierung, als erstes Spiel, und zwar Lugano und Luzern. Ich habe hier jetzt neben das Handy offen, das seht ihr leider nicht, Facecam habe ich aber schon eine in Sicht. Und zwar, ich schaue jetzt gerade rein, bei transfermarkt.de kann man schauen, wer hat sich wer geholt und wer ist gegangen. Zum Beispiel Lugano hat sich diverse Spieler gekauft. Aus der heimischen Liga von Chiasso haben sie insgesamt 2 Spieler gekauft, haben sich also auch verstärkt mit jungen, aber auch ein bisschen affinierten Leuten, das heisst mit Erfahrung. Aber sie haben auch Leute verloren, die recht wichtig sind. Also beispielsweise der Patrick Rossini, der zum FC Aarau ist, der Djuric, der als Verteidiger ja Stamm war, ja, haben den Vertrag nicht verlängert, so wie es aussieht. Der Adonis, die beiden Brüder sind ja auch wieder weggegangen. Der eine ist zu Panathinaikos und der andere zu Juve zurück. Die sind ja beide Ausländer gewesen. Der Dachtovic auch wieder zurück, auch einer von den Stammverteidiger. Das heisst, auch die Luganesi haben viel Abgang müssen, haben recht viel Abgang kassiert. Wiederum aber auch viele gekauft, das heisst, es braucht eventuell ein bisschen länger. Da können also ein bisschen länger zum wieder zusammenkommen. Schauen wir gerade beim zweiten Club, das ist der FC Luzern. Die haben recht viel Abgang wieder auch gehabt, also das ist schon fast bei jeder Mannschaft so das Jahr. Also Jeschil zurück zu Liverpool, der Michael Frey zurück zu Lille, Brandenburger zurück zu Gladbach, wer haben sie da verloren? Wo vielleicht ein wichtig ist, der Janu ist zum FC Muri gewechselt und der Hollenstein zurück, ablösefrei zum FC Wacker. Wiederum haben sie auch sehr viele eingekauft, beispielsweise Cedric Itten vom FCB haben sie ausgelehnt. Dann haben sie den Toni Juric, 24er Stürmer gekauft, dann haben sie den Ricardo Costa. Von dem haben sie vielleicht schon was mitbekommen, der hat ja schon gesagt, dass er mit Luzern Titel will holen. Mal schauen, ob das etwas daraus wird. Also, das heisst, Lugano Luzern, viele neue Spieler, viel neue Abgang, aber ich denke, Luzern hat auch im letzten Testspiel, habe ich ein paar Mal geschaut, recht gut gespielt. Haben recht schon eingespielt gewirkt, das heisst, ich denke, Luzern gewinnt mit 1:2, also 2:1 oder je nachdem 0:1 noch. Aber ich tippe mal 1:2. Hoffentlich, ich bin einer, der recht viel auf Goal tippt. Dann gehen wir gerade zur nächsten Partie, das wird St. Gallen gegen IB, also St. Gallen, das wird heute Abend stattfinden. Die haben den Roman Buß geholt vom FC Thun. Dann haben sie den Jobi geholt von Lustenau, von Hamburg, haben sie Guaida gekauft. Oder nein, ausgelehnt sogar. Und der Toko natürlich geholt, was natürlich wo vereinslos war. Das ist einer, wo es auf die Wand zählen. Aber die haben auch recht viel Abgang gehabt. Mit Marco Matti, so recht wichtig immer war. Der Kawusevic ist schon zum FCZ. Der Trion zum FC Aarau. Karadenis ist weg. Und der Sali zurück zu Monaco. Und vor allem Sali, wo in den letzten Spielen von der Rückrunde auch viele Goals schon geschossen haben. Das heisst auch bei ihnen fehlt Leute, aber auch, und ob der Roman Buß den Sali kann ersetzen, das ist die andere Frage. Wir gehen zu einer anderen Mannschaft, das ist BSC Young Boys. Und zwar, die haben auch nicht so viel Transfer gemacht. Ich glaube, die wenigsten Transfers in der Raiffeisen Super League zusammen. Die haben den Michael Frey zurückgeholt vom FC
zum Österreich, nachdem er ja zu Luzern ausgelehnt war. Dann haben sie den, wäre schon interessant, vielleicht den Cravo Dua und Obexer haben sie von der U21 gut geholt. Die haben dann den Costanzo noch geholt vom FC Vaduz, vom FC Wolle haben sie Leute geholt und Ex-Basel-Spieler Samuel Afum ist zurückgekommen vom Leihende von Xamax und der haben sie den Vertrag nicht verlängert, also der geht auch wieder zurück. Costanzo geht ja zu Vaduz, haben wir vorhin gesehen, und nur zurück geht zu Xamax und Zulechner geht in die deutsche Liga und zwar zum SC Freiburg, ja, wo aufgestiegen sind. Das heisst, St. Gallen gegen IB. St. Gallen hat ja recht viel Transfer und Roman Buss, ob er Sali kann ersetzen und ob er dort auch einschlägt wie gegen wie auch in Thun. Das ist die Frage. IB hat nicht so viele Transfer gemacht, kennt sich schon. Ja, da tippe ich auf es 0:1 und ich denke, dass wenn der Michael Frey spielt oder sogar Doppelspitze mit dem Moarau zusammen, dass die zwei ins Goal schiessen. Das heisst, IB wird 1:0 gegen St. Gallen gewinnen. Dann gehen wir gerade weiter und zwar zum anderen Team aus dem Berner Kanton. Das ist der FC Thun, spielt am morgen Mittag, das heisst Sonntagmittag um 1:45 gegen Vaduz. Die haben sich verstärkt, vor allem aus der zweiten Liga, wie es aussieht. Also haben die Leute von Winterthur und Wolle geholt, das sind Fasnacht und Geissmann. Dann haben sie Dossetti von Lugano geholt, vom SC Kriens des Sorgic. Galinhos, ein Brasilianer, haben sie geholt, 22, offensives Mittelfeld, ausgelehnt aber nur. Dann haben sie den Markovic und den Zanolagic vom Thun U21 geholt und den Zimo aus Tel Aviv. Der ist ausgelehnt, kommt wieder zurück. Aber man muss auch sagen, Thun hat wichtige Spieler verloren. Beispielsweise der Roman Buss eben zurück. Der ist weggegangen zum FC St. Gallen. Munzi ist weggegangen zu GC. Zu denen kommen wir nachher. Zarate zum FC Vaduz. Und das andere Wieser vereinslos. Und vielleicht der Marco Rojas zum zweiten Mannschaft aus Stuttgart. Also auch wichtige Leute vorher verloren. Und als Mittelstürmer haben sie halt nur so Sorgic und Fasnacht, wo beide in der zweiten, dritten Liga sind. Und sonst nur Markovic halt noch auf der Thun 21 haben sie 3 Stürmer potenziell geholt für 2. Und ob die so auf das Level kommen, was der Buss und das Munzi gespielt haben, das wird die Frage sein. Dann sind wir gerade hier beim FC Vaduz. Die haben die Leute geholt aus Bayern München, also aus der zweiten Mannschaft. Das ist der Matthias Strohmeier, Innenverteidiger. Da haben sie Sigerist geholt. Der kann ich sogar, das ist ein Goalie vom Aston Villa. Haben sie gekauft. Dann wird der Moreno, Costanzo, Zarate haben sie geholt. Dann haben sie eben aber auch Leute verloren, wie zum Beispiel Sadiko, der zurück zum FCZ ist. Aber auch Robin Camber ist zum FC Winterthur, Caballero zum FC Porto zurück. Ja, das wird auch eine spannende Partie. Also Vaduz hat viele gekauft, aber auch viele verloren. Vor allem Sadiko, weil es halt Stürmer als recht wichtig war. Und halt auch noch Thun, wo der Munzi und den Buss verloren hat. Dort tippe ich auf ein 1:1. Es ist so, wenn jetzt zum Beispiel statt 1:1 wird es 0:0 oder 2:2, bekomme ich trotzdem Punkte, die ich auf Unentschieden tippe, also auf X. Also bleibt es mal so. Dann gehen wir auf die zweite Partie vom Mittag. Das ist GC gegen Lausanne. Die haben sich ja eben den Munzi geholt vom FC Thun. Aber auch der Lukas Andersen, der wird interessant sein. Auf den bin ich wirklich gespannt. Das ist ein linkser Außenspieler vom Ajax Amsterdam geholt für 1,5 Millionen. Da haben sie Sigurd Jarsson geholt von Schweden, also der ist ein Isländer. Gülen, Pavlovic,
Und dann haben sie aber halt alle Leute verloren, die wichtig sind. Beispielsweise eben der Munas Dabbur, Torschützenkönig vom letzten Jahr von der Raffice Super League. Aber der Moritz Bauer ist beispielsweise auch gegangen zu Rubin Kazan, Pavlovic, der linke Verteidiger zu Sampdoria. Senderos haben den Vertrag nicht verlängert, wie ich da gesehen habe. Daraschai ist ja schon gekauft, es ist schon klar, dass er weggeht, aber das ist ja die Leihende. Jetzt geht er endgültig zu FC Everton auf England. Wiederum aber auch die Neuling, das zeige ich leider nur, kann ich da leider kein Zeichen zeigen, da ist schon der FC Zürich noch drin. Die FIFA 16 wird wahrscheinlich dann auf FIFA 17 wieder reinkommen. Die haben Leute geholt, auch vom FC Basel, sogar der Muras Arras, ablösefrei. Und sonst halt 3 Italiener, und zwar Paolo Frascatore vom AS Rom und Francesco Margiotta, Mittelstürmer vom Juventus Turin, beide aber ausgelehnt nur. Und wiederum haben es halt auch für viele Leute klar in der zweiten Liga, die nicht aufgestiegen sind, aber auch als Aufstiegshelden dann in anderen Mannschaften sind. Deshalb tippe ich da mal auf ein 3:0 für GC. Wir spielen natürlich die Haie und Lausanne. Erstes Spiel natürlich, da wird GC das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und gehen wir schon ins letzte Spiel, und wie gesagt, da werde ich live dabei sein im Stadion, und zwar der FC Basel. Und da gehen wir zuerst mal zu den Abgängen, und da sind schon ein paar Namen mitgegangen, die nicht gerade super sind. Und zwar der Breel Embolo ist gegangen für 27 Millionen zum FC Schalke 04. Dann überraschend der Nasser Ali, linker Verteidiger, wechselt zu Kaiserslautern. Muna Aras wechselt eben zu Lausanne Sport. Berang Safari geht ja zu Malmö. Der Hamuti ist vereinslos. Der Walter Samuel Karriereende natürlich, das wissen wir mittlerweile 4 Tage auch. Der Kuzmanovic wechselt für die Leihe eben nach Malaga, und Cedric gibt ihn eben auch ausgelehnt an FC Luzern. Aber wie jedes Jahr holt sich Basel wirklich gute Leute, das muss man wirklich sagen. Einer, der auch recht gut zurückgekommen ist, das ist der Geoffrey Seredier, kommt zurück vom Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart. Wiederum kommt aber auch ein weitere Verteidiger, Eder Balanta von River Plate, Mohamed El Younousi vom Molde, da kennen wir ja vom Karrieremodus. Seydou Doumbia, ausgelehnt vom AS Rom. Mittelstürmer ist auch Ex-IB-Spieler. Blas Riveiros, linker Verteidiger von Paraguay gekommen. Omar Gaber, rechter Verteidiger von Ägypten gekommen. Kevin Bua vom FC Zürich auf Seredier Nikolic, junges Torwarttalent, 19. Und Derek Kuteda ist zurückgekommen von seiner Leihe vom FC Servet. Und dann gehen wir schon zum anderen Team, und das ist der FC Sion. Die haben sich auch natürlich ein bisschen eingekauft, und zwar haben sie da beispielsweise den Freddy Mweng geholt vom Neuchâtel Xamax, der Arthur Boca, 33er, linker Verteidiger vom FC Malaga, und einer, der auch recht interessant ist, leider aber nur nicht ein Stürmer, und zwar der Paulo Ricardo, Innenverteidiger 22 vom FC Santos. Da haben sie 2 aus der U21 geholt, einer vom Garbi, der Matteo Fedele, den kenne ich sogar, der ist auch von der FIFA-Karriere. Dann haben sie aber auch Abgänge gehabt, wie zum Beispiel der Wanschak, der Vanins, Kai Woso, Ex-FCB-Spieler, der wieder weg ist. Ja, und dort bin ich leider aber auch, das erwarte ich sogar, ein 2:1, 2:0, etwa 2:1, so in dem Dreh. Ich tippe jetzt einfach mal 2:1. Ich denke, dass sie da in Führung wird gehen und dann Basel aufdrehen wird in der zweiten Halbzeit, hoffen wir es natürlich. Wie Basel spielen wird, frage ich mich auch ein bisschen. Aber das sehen wir dann alles morgen. Am Schluss sehen wir nochmal die Übersicht, wie ich getippt habe. Falls es euch gefallen hat, falls ihr auch gesehen habt, was ich vielleicht in der Bundesliga tippe, was ich in der spanischen Liga tippe, was ich Serie A tippe, das tippe ich alles. Dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, dass ich das auch mache.
Lasst ein Like da, wir sehen uns also nächste Woche und ciao zusammen.